Hallo, mijn naam is Eduard Giesbrecht, ik ben van Bolivia. Ik ben de pastor van Nieuw Leven Kerk. En vielleicht ken je mij ook van Iran Show, wo ik eenmaal Zeichnisse abnehmen doe en de Rückchecken in de ganze Welt. So, wir wollen hier über von dieser Serie reden, von der Kreuz von Christus. Das ist das vierte Part und wir haben all verschiedenste Sachen über die letzten paar Parts gesehen. Und anfangs sah wir, wo Jesus körperlich leidet, wo der Doktor steht, wo er seine kennen, was er alles gelitten hat. Dann waren wir überein, dass das nicht wirklich das körperliche Leiden wir, was das Leidensgefühl für Jesus wir, sondern dass wir unsere Sinn dienen in meine Sinn. Und wir sagen, was die Kraft vom Kreuz alles hat. Und wir haben heute mal verschiedene Wege, Versöhnung, und Radung, und Goldmerken, und Betonen. Und du hast einen Teil Wege, was einer durch Brücke fährt. Aber zu guter Letzt, was das uns alle top sein will, ist, dass wir nicht mehr verdammt sind, dass wir nicht mehr verloren gehen. Dass uns Weg sich andreht, irgendwie nur ein Hall und nicht auf einmal gehen wie in den Himmel ab. Das, was Jesus mählich merkt für uns. Das ganze Thema, das fängt ähnlich nicht mal bei mir an, das fängt bei einem Freund an. Ein Freund, den ich habe, heißt Arno Pauls von Brasilien. Er hat einen Traum, wo er eine Kreuz sieht, ein schmackert Haltkreuz, wo mit jeder Blume am Ranke von einem sehr besonderen Baum in Südamerika, wo diese Blume durchblähen. Und zweitens fragte Gott, was wirst du mir mit diesem Traum sagen? Er fällt dort als nicht ein gewöhnlicher Traum, das ist ein besonderer Traum. Und Gott merkt am deutlich, wie wir das Kreuz von Christus aus Christen wahrer Schmack merken. So, und da habe ich dann diese Thema studiert und habe studiert, was ist das Kreuz? Was können wir lernen darüber und was kann uns dort verändern? So ist ich das Fähig, das dritte Part von der Rede, dass wir von dieser Welt, von Versöhnung, von Radung, von Betonen, und wir wollen noch ein klein bisschen darüber nachdenken, wie wiedergehen. Was ich hier soll sagen, was ich merke, dass das Kreuz ist, dass wir nicht mehr verdammt sind, dass wir nicht mehr nur Hall gehen. So ist es in Römer 8, Vers 1 bis 3 sagt. Dann ist nun nicht mehr zu verdammen, hier kommt das Wort. Und die in Christus Jesus sind, die nicht so leben, als das Fleisch verlangt, aber so, als der Jesus das verlangt. Der Jesus, der durch Christus Jesus Leben gibt, hat mir durch sein Gesetz von der Sinn in den Tod sein Gesetz frei gemacht. Was das Gesetz nicht tun können, weil so durch das Fleisch geschwächt wird, dort tät Gott. Er schickt seinen Sinn in der Menschengestalt aus ein Opfer für den Sinn und verdammte Sinn im Fleisch. Römer 1, Vers 3. Römer 8, Vers 1 bis 3. So hier sei wie dort, wir sind nicht mehr verdammt, aber vom Gesetz frei gemacht. Von der Verdammung bringt er uns zum Leben, sagt dort hier. Dort ist alles durch Jesus Christus, was aus einem Mensch wird. Er ist Gott im Himmel. Und Gott schickt ihm hier uns Menschen aus einem Mensch. Und dann ist er selbst das Opfer. Er selbst ist die Betonung für den Sinn. Dann ist in Römer sind noch was anderes Vers, was noch wiedergehen und was dort noch auf eine andere Weise uitreikt. Und du redest davon, dass wir nu reich sind. Da reden wir vielleicht mal auch ein bisschen. In Römer 4, Vers 9 bis 11 sagt das. Wo viel mehr dann, nu dort wir durch sein Blut sind gerecht geworden, wo wir durch Arm von Gott sind in euer verschont blieben. Als wir nach Gott seine Feind wären, waren wir durch seinen Sehen, sein Tod mit Arm versöhnt. Nu ist hier allwahre das Wort versöhnt. Und nu, dort wir gerat sind, wo viel Sicherheit können wir uns der Rettung doch sehnen, weil er in uns lebt. Und nicht bloß das, wir sind auch Frau und Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir die Versöhnung gekriegt haben. So hier ist ein sehr wichtiger Satz in diesem Bibeltext. Hier sagt er, dass Jesus in uns leben wird. So hier ist ein sehr wichtiger Satz in diesem Bibeltext. Hier sagt er, dass Jesus in uns leben wird. Und das ändert uns ganz Leben, wenn wir auf einmal verstehen, dass wir eine andere Person in uns leben haben. Das bedeutet auf einmal, dass nicht mehr der alte Eck, nicht mehr das alte Fleisch, was das fair sei, wo das Wort gedonen wurde, das Leben, sondern Jesus Christus selbst, durch seinen Heiligen Geist, wird mich Staub für Staub wiesen, was er genommen hat. Nun lebe ich ein Leben, wo wir in Freiheit leben, wo wir aus einem Freund mit Gott leben, wenn wir selbst Jesus oder Gott in uns wohnen haben.
wie kijken an Gott ganz anders an. Er kijkt wie an einem an, er wird uns bestrafen, vielleicht nur eine Halsschecke. Nie auf einmal lebe ich auf einer Weg, dass wie weiter wir sind, seine Kinder und wie können wir am Taub in dieser Welt viel erreichen, wie können Menschen nur Jesus bringen und so wieder und so weiter. So ist ich auch sehe, wir haben Angst vor Gott. Aber nu ist das Krieg das Jendel. Nu sehen wir angetragen nur seine Jen wird. Wir holen da, wenn es Gottes furcht, aber nicht mehr Angst vor Gott. Das ist ein Unterschied. Wir wollen in seine Jen wird sein und mit einer Gemeinschaft haben, jeder Tag. Und das ist eine von den schönsten Sachen, was wir erleben können. So ist Römer 4, Vers 1 gesagt, weil wir durch den Glauben reich geworden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Nu haben wir Frieden und wir können das uniten. Weißt du, wenn wir Frieden haben, dann kann uns das auf einmal schein gehen. Dann fehlt uns meist nicht ab ihr, dass wir alles in viel mehr als wir brauchen haben, wenn wir haben den Frieden Gottes. Wenn der Frieden über unsere Person herrscht, dann fehlt uns hier ab ihr nicht mehr. Der Jünger Jesus war der Verschlauer und trotzdem ging er dort Schein. Und sie dankte Gott dafür, wenn sie hören Frieden Gottes. Wo steht das in deinem Leben? Ons ganze Thema, das fängt ja an mit dieser Frau, wo kann wir das Kreuz von Christus Schmack merken? Wo können diese Schmacke jene Blumen, waran das Kreuz wassen? Und dann fragen wir uns vielleicht, wo können wir das verherrlichen? Wo können wir loben? Und vielleicht ist es wichtig, dass wir einmal ein klein bisschen denken an die Bibel. Wo wird in der Bibel gelobt? Wo wird Gott verherrlicht? Und dann kann wir sagen, dass im Alten Testament, du wird in der Natur gelobt, in den Psalmen. Du wird gesagt, wenn sie Freiheit kriegen von Sklaverei, du wirst, wenn irgendwer einen Kampf gewonnen hat, dann wird Gott gelobt. Aber das Gott verherrlichen, das Bild ändert im Neuen Testament ganz gut. Im Neuen Testament wird Jesus verherrlicht. Du wird Jesus angebetet. Und die Menschen haben Trouble mit dort, wenn sie wie ein Mensch, aber auch Gott. Und die Menschen, die in einem Gott sind, die fangen an, sich zu verherrlichen. Die Wunder, was sie fangen an zu verherrlichen. Und schlussendlich, die Kreuzung und Auferstehung, erst nu verdienen wir ans geradste Grund, dass wir Gott loben und preisen können, dass wir ihm alle Ehe bringen können, wenn es uns Frieden kauft von unseren Sünden. Weil wir das Geschenk von Gott auch annehmen, was er getan hat. Er hat das all vor sich. Wie viel kostet ihm das nicht? Was hat er alles betont? Wo dir ist der Preis für die und mich. Der Preis ist sein Leben. Und weißt du was? Wir sind dort nicht wert. Und weißt du was? Wir sind dort nicht wert. Aber doch sagt Gott, ich will meinen Sehen geben, dass du kannst Frieden werden und dass ich will alles hingeben, dass du kannst betont werden. Hast du das all angenommen? Als nächster Punkt ist, Kreuz ist Life. Kreuz ist Life. Kreuz, das meint Life. Wenn wir dort Kreuz sein und wenn wir denken, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, dann können wir nicht anders sein, als dass er uns Leben hat. In 1. Johannes 4, Vers 10 sagt das so, durch das sei wir, dass Life wirklich ist. Dass wir nicht unser Life für Gott, dass wir seine Life für uns, dass er uns seinen Sehen schenkt, uns die Sünden aufzunehmen. Einmal reden wir so sagen, wo wir sind noch Gott gekommen. Weißt du was? Das ist gerade angedreht. Er ist nur uns gekommen. Er hat das vorher gemerkt. Das ist nicht, wenn wir Regeln gefolgt haben, oder wenn wir nicht von der deutschen Weg gegangen sind, oder alles anhalten, was in unserer Kolonie verlangt wird, dass wir nicht nur Gott kommen. Sondern Gott hat das alles betont und er soll noch uns kommen. Wir können all das nicht mehr betonen. Wir können uns bloß sagen, ich nehme das an und ich gebe mir ganz Hand für die Gott. Und weil die bloß noch Dankeschön sagen und in Gehorsam zu das Leben. Auch Römer 4, Vers 8 sagt es das. Aber Gott weiß uns seine Leib, hier kann man das Leib, das Wort für. Aber Gott weiß uns seine Leib daran, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder wären. So Jesus ist für die und mir gestorben. Und dort wir seine Leib für uns. Seine Leib, die wir so groß, dass er sich hingeben. Nochmal war eine Geschichte verteilt, zum Beispiel, wo eine Glück irgendwo erst wurde in 4 Jahren. Und wo die Glück sich einfach hansatte dat, und die Kickel einer sich nehmen dat, und sterben dat, omdat die Kickel einer leben bleiben können. So ist Gott seine Leib auch für uns. Er auf sich han, omdat wir können leben. Bloß, dass wir nicht bloß für ein paar Kickeltjes, dass wir für all uns, für die ganze Menschheit der Welt, und dort wo eine Hüt klier.
Hast du das all erfahren? Und ich glaube, wenn du das erfahren hast, dann wird dir das aber immer wichtig sein, dass diese Botschaft wirklich an jeder Uhr nachkommen wird. Als nächster Punkt ist von dir ein Punkt, wo Kraft und machtvoll ist. Weißt du, was Jesus am Kreuz gewonnen hat? Er hat den Satan besiegt. Er hat jeden den Satan gewonnen. Ja, die Satan wollen alle haben zu tun, aber Jesus hat die Ewigkeit. Jesus hat gewonnen jeden den Satan. Und dort sagt die Bibel uns ganz klar in verschiedenen Bibelstellen. In Kolosser 2, Vers 13 bis 15 sagt es so: Je wären zu einer Zeit jährlich tot in jene Sinnen und in jene fleischliche Natur. Aber Gott hat ihn durch Christus zum Leben gebracht. Er hat uns alle Sinnen vergeben. Er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen von Gesetz her jeden Anstand durchgestreckt und über sie gebracht. Er hat den Schuldschein an das Kreuz genagelt. Er hat die Gewollten und jeder Herrschaften ihre Kraft weggenommen. Er mögt an ein Abseinen für alle Menschen und lädt an Weg aus Festgenommenen. So, er hat den Schuldschein durchgestreckt. Er hat es zu Ende gemerkt von das Gesetz, von all das Aule, wo wir ihn leiden dürfen. Weißt du was, du bist von dir frei, wenn Jesus hat den Satan gewonnen. Du bist frei von den Fluch, von deiner Familie, von allen Troubles, was du hast. Die hat Jesus auch betont. Wo das einmal schein gehen und alles der Schmack abgeriemt sein, ram die nee. Aber betont erst das all. Und er hat uns die Kraft gegeben, dass wir ein Sieg nur den nächsten erleben können. Ich und du wären festgebunden und wir deinen den Satan. Und er sagt, ich will die Friede haben, dass du nicht mehr brückst den Satan deine und dass du mir, Gott, deine Kurs. Ist das nicht eine herrliche Botschaft? Mir bringt diese Botschaft zum Anbeten und dass ich mich beten will für Gott und sage, Dankeschön dafür. Okay, Hebräer 2, Vers 14 bis 15 sagt das so schmack. Und gerade so aus den Kindern Fleisch und Blut haben, hat er dort auch für sich angenommen. Durch sein Tod will er dadurch den bösen Feind kraftlos merken. Der wird dann die Gewalt über den Tod hat. Und damit mögt er die frei, die ihr Leben lang und Todesfurcht versklavt werden. So, der Feind ist kraftlos gemerkt. So wirken. Und ich höre das so viel, sei wie, der Satan hat so viel Kraft. Der Satan hat so viel an mein Leben. Was sagt das hier? Der Feind ist kraftlos gemerkt. Die, wie an Todesfurcht versklavt werden, die haben er frei gemerkt. Wenn du sagst, ich bin noch nicht frei, dann möchte ich die frei und komm nur Jesus. Jesus ist nicht bloß gestorben, dass du kannst gerat sein, sondern dass du frei von Todesfurcht kannst werden, dass du kannst leben, in ein Leben, wo die Satan nicht mehr Kraft hast. Jefst du den Satan vielleicht viel zu viel Kraft, dass du am dort loten lässt, dass er alles tun kann. Ich war eine Zeit lang träg in eine Kolonie. Und ich rede mit einer sehr mutlosen Person. Ich weiß nicht mehr sie Namen, ich weiß nicht mal ganz genau, wo das wir. Und ich horchte dem Tau. Und ich dachte, diese Person ist so mutlos, ich will mal Tau horchen. Und dann fang ich an zu vertellen, was der Satan, was er an tät, was viel Kraft er hat. Der hat das getan, der hat Jan getan, mit meinen Kindern das getan, und Jan getan. Und der Satan, weit sagt er, der Satan, der hat so viel Kraft. Dann sehe ich da aber weißt du, wie hat je Gott? Gott hat viel Kraft. Und er kann nicht sein Neue in diesem Moment. Dann sagt er zu mir, Jojo, Gott hat so viel Kraft, Gott ist so gut. Aber der Satan hat mehr Kraft. Ich bin nicht ein Kind Gottes. Aber ich konnte irgendwo in dem Moment nicht sein Neue gedacht. Und ich fand ein Haus. Und ich war irgendwo mutlos. Und auf einmal war ich in meine Gedanken erst, der Satan hat mehr Kraft. Der Satan hat mehr Kraft. Der Satan ist ohne Gewinner sieht. Pat ich auf einmal antwortet, die Bibel sagt, kriegt das Gehendel. Der Satan ist kraftlos gemerkt. Und ich sehe diesen Gedanken oft im Namen Jesus. Ich sage, das ist nicht Gedanken, die für mich sind, zum Vieren, wenn es Jesus hat die Macht und die Kraft. Und ich will am die geben, dass er tun kann, was er will. Wenn du interessiert bist, mehr zu studieren von dem Thema, wo kraftvoll das Kreuz von Christus ist, Römer ist zum Beispiel ein sehr gutes Buch. Zum Beispiel im 5. Kapitel redet dort im Römer Kapitel 4, Römer zum Beispiel ist ein sehr gutes Buch zum Studieren. Zum Beispiel im 5. Kapitel sagt es, dass wir frei vom Euer Gottes sind. Vor zum nächsten Kapitel sagt es,
dat wir frei von Sinn sind. Alles durch das Kreuz. Im 7. Kapitel sagt dat wir frei vom Fluch und vom Gesetz sind. In das 8. Kapitel sagt dat wir frei vom Tod sind. Ook Galater 3 vers 13 sagt, was sehr interessant ist. Du sagst, dass Christus hat uns losgekauft von dem Fluch, den dort Gesetz über uns brach. Du denkst, dass er den Fluch ab sich nimmt, weil es dort steht geschrieben, wer am Kreuz hängt, ist verflucht. So Jesus wird verflucht, dass uns den Fluch können aufgenommen werden und er drückt den für dich. Hast du den Fluch von deiner Familie, die erste Sache von deiner Familie, hast du die auch nach Jesus gebracht, um Kreuz? Hast du die auch gelassen, um Kreuz noch näher? Aber wirst du bloß, dass das Kreuz bloß die im Himmel einschlafen wird und dass all deine Troubles hier auf ihr Krieg so würden bleiben, als die immer wären. Das Kreuz von Christus ist eine Geschichte, wo ich eine Serie würde merken, wo ich 10 oder 15 oder 20 Mal von der Rede und dann würde ich noch immer lang nicht genug sein. Aber ich habe mich entschieden, ich will dit mal bloß Feier merken, und das ist der letzte. Aber ich will dir uitforderen, dass du das Kreuz von Christus studieren das. Und jedes Mal, wenn du in der Bibel das Kreuz von Christus betrachten das, dass du checken das, wie kraftvoll die Botschaft das ist. Und eine gute Weg zu tun, was ich dir möchte merken, ist, dass du in alle 4 Evangeliums lesen das, was du sagen das. Einfach, was du das, du schlägst Matthäus ab und las die letzten 3, 4 oder 5 Kapitel durch. Einfach durch. Und dann schlägst du das nächste Buch ab, Matthäus, dann Markus, dann Lukas und Johannes. Das sind die 4 Evangelien, wo Jesus in die Geschichte abgeschrieben ist. Und das letzte Part immer ist, wo er geleden, gestorben und Luther abgestanden ist und dann im Himmel gefahren ist. So lese diese Geschichte alle an eins. Lese mal und denk einfach nur, wie herrlich und wie gut und was Jesus für dich getan hat. Jesus ist für dich und mich gestorben. Er hat alles betont. Hast du das all angenommen? Und wenn du hast, dann go und merk das bekannt. Ich möchte dir Gottes Segen wünschen.